Im Moment ist es noch sehr früh am Morgen. Das hier ist das Kloster Maria Stern, mitten im Zentrum der Stadt Augsburg. Ich bin gleich mit Schwester Salesiana verabredet, die schon seit 60 Jahren hier im Orden der Franziskanerinnen lebt. Wie es wohl ist, in einem Kloster zu leben? Wir werden sehen. Hallo, guten Morgen. Herzlich willkommen. Danke. Komm herein. Ist denn dein Name Schwester Salesiana oder Frau Salesiana? Wie spreche ich dich am besten an? Schwester Salesiana. Aha, Schwester Salesiana. Gut. Sag mal, vom Leben im Kloster habe ich nur eine sehr vage Vorstellung. Ihr steht ziemlich früh auf, richtig? Wann bist du denn heute aufgestanden? Heute um 5 Uhr. Um 5 Uhr schon. Ganz schön früh. Und was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir erst einmal zum Morgengebet. Ah, zum Morgengebet, ja. Ja, zum Morgengebet. Wir Schwestern beten gemeinsam und du bist uns herzlich willkommen. Gerne. Dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Aufstehen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Das Morgengebet hat ja um 7 Uhr angefangen. Jetzt ist es 8 Uhr, also dauert es etwa eine Stunde. Betet ihr denn noch zu anderen Zeiten im Lauf des Tages? Und wann? Ja, wir haben noch das Mittagsgebet und das Abendgebet. Das heißt, ihr betet 3-mal täglich und das jeden Tag? Ja, Okay, das klingt nach einem klar geregelten Tagesablauf, festen Strukturen. Wie ist das so für dich? ach, das bin ich so gewohnt. Ich bin schon seit 63 Jahren hier im Kloster. Ich fühle mich wohl. Ich bekomme langsam Hunger. Oh, ich spüre da noch gar nichts. Wenn ich aufstehe, mache ich mir vor dem Gebet noch einen Kaffee, damit ich frisch bleibe. Sehr gut. Ich bräuchte jetzt auch einen Kaffee. Dann lass uns aufstehen. Die Schwestern frühstücken jetzt im Refektor. Da dürfen auch nur Schwestern hinein. Gäste haben leider keinen Zutritt. Also gehen wir in den Speisesaal. Gut. Hast du den Gottesdienst gut verstanden? Nein, Nein, ich habe einfach Löcher in die Luft geschaut. Vom Gesprochenen habe ich rein gar nichts verstanden. das kann ich gut verstehen. Das erzählen mir auch viele andere Gehörlose. Ich verstehe auch nicht, was gesagt wird, aber so ist es halt. Was? Du verstehst auch nichts? Nein, Aber wie machst du das dann? Wie fühlt sich das an? ich nehme das einfach so hin. Richte meinen Blick nach innen und bete für mich im Stillen. Dabei kommen mir Gedanken aus dem Evangelium und anderes. Da bin ich sehr geduldig. Ich kann ja nicht hören.
Also sind Gebete für dich eher Ruhe und Einkehr? Das ist so schön. Oder ist es der Ort? Was um mich herum draußen passiert, daran denke ich gar nicht. Mir ist das Innere wichtig. Wenn ich das richtig beobachtet habe, lebst du hier mit etwa 30 anderen Ordensschwestern zusammen. Ihr strahlt Zusammenhalt und Gemeinschaft aus, wirkt eher wie eine Familie. Was bedeutet dir der Orden? Ich fühle mich sehr wohl. Ich glaube, ich bin gestärkt durch die Verbindung mit Jesus Christus. Weil ich diese Verbindung spüre, kann ich auch so manche Probleme mit Mitschwestern gut akzeptieren. Für mich fühlt sich das alles sehr fremd an. Diese feste Taktung im Tagesablauf, die tägliche Wiederkehr von festen Ritualen wie Beten, Essen, Beschäftigung. Noch dazu das frühe Aufstehen, der leere Magen, erst das Morgengebet, dann das Frühstück. Für mich ist das alles sehr ungewohnt und zugleich strahlt es eine Ruhe aus, Einkehr, Fokussierung auf das Wesentliche. Die Schwestern dabei zu beobachten, ist für mich eine ganz neue Erfahrung. Bestwig im Hochsauerland. Unter jungen Menschen entscheidet sich kaum noch jemand für ein Leben im Kloster. Eine Ausnahme davon, Schwester Judith. Sie hat sich dafür entschieden und wir besuchen sie. Hallo. Hallo, schön, dass du Ja, da schön. bist. Wohin geht's denn? Hier entlang. Sag mal, welche Aufgaben hast du hier? Meine Aufgaben sind ganz verschiedene. Zum Beispiel mache ich Vorbereitungen in der Kirche, sogenannte Küsterdienste, wie Kerzen anzünden oder, gleich ist es 12, die Glocke läuten. Komm, ich zeig's dir. Die Ordensgründerin hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Jugend zu bilden, die Armen zu unterstützen und die Not zu lindern. Das gilt nach wie vor und ist bis heute unsere Aufgabe. Möchtest du jetzt das Kloster sehen? Ja, Na dann komm. Das hier ist der Kreuzgang, ein Weg der Stille und der Ruhe. aber gebärden darf man, oder? Ganz leise. Ja, ganz leise. Gebärden ja, aber sprechen nicht. Sehr gut. Wo sind wir hier? Das ist die Krypta. Das Wort kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Unterkirche. Bei uns ist es der Raum der Stille, der Meditation, der Ruhe und der Anbetung. Die Anbetung findet dort statt. Siehst du die Hostie dort drüben? Komm mit. Die beiden sind meine besten Schülerinnen. Sie lernen so viel. Sie sind 86 Jahre alt. Unglaublich, Sie üben beide sehr fleißig? Toll. Üben, üben. Gebärden.
Lernen. Gut. Gut. Danke. Danke. Was für ein schöner Ort, so weitläufig. Ja, die Wiesen überall, das ist alles Klostergelände. Ja, du hattest früher eine eigene Wohnung, hast eigenes Geld verdient, bist viel gereist. Und dann mit Anfang 20 etwa kam der Sinneswandel. Du hast alles aufgegeben und dich für ein Leben im Kloster entschieden. Wie ist es denn dazu gekommen? Wie soll ich das sagen? Gar nicht so einfach. Das ist eine längere Geschichte. Ich war damals schon in der Kirche sehr engagiert, ehrenamtlich. Der Glaube hat mich interessiert, ebenso die Jugendarbeit. Und im Laufe der Zeit habe ich tief in mir eine Art Berufung gespürt. Eine mir zugeteilte Aufgabe. Und so bin ich dann 2012 bei uns ins Wohnheim eingetreten. Das war noch kein vollständiger Eintritt ins Kloster, sondern eine sogenannte Kandidatur. Eine Art Probezeit, eine Phase des intensiven Kennenlernens. In dieser Zeit habe ich parallel dazu noch im Kindergarten gearbeitet. Und dann, 2015, bin ich vollständig eingetreten. Wenn junge Leute mich fragen, warum ich ins Kloster gegangen bin, sage ich immer, das ist, wie wenn ihr einen Partner, eine Partnerin für euch gefunden habt, die ihr liebt. Es ist vergleichbar mit einer Beziehung, einer Liebe zu jemandem. Mir fehlen die Worte, um das zu beschreiben. Ich fühle eine Liebe, eine Verbindung, die zu mir passt. Oktober 2016. Die zweijährige Ausbildung zur Ordensschwester beginnt. 2018 empfängt Schwester Judith den schwarzen Schleier und bekennt sich zu ihrer Ordensgemeinschaft. Du hast damals mit etwa 20 Jahren deine Ausbildung zur Schneiderin abgeschlossen und bist dann auf deiner Suche nach Arbeit hier im Kloster gelandet. Wie kam es denn dazu? Ich hatte bereits woanders eine Anstellung als Schneiderin gehabt. Die habe ich dann aufgegeben und bin ins Kloster eingetreten. Hier habe ich dann wieder Arbeit bekommen. Und wie kam es, dass du dich ausgerechnet für das Kloster hier entschieden hast? Ich wollte gerne ins Kloster gehen. Ich wollte Ordensschwester werden und habe hier Arbeit bekommen. Ich würde mir so gerne das Nähzimmer mal anschauen. Darf ich? Das Nähzimmer ist hier um die Ecke. (1958) Im Kloster Maria Stern in Augsburg. 1962 Schwester Salesiana mit ihren Eltern. 'Sehr schön, absolut sauber genäht. Ist das ein Schleier?' Ja, Arbeitest du denn nach wie vor als Schneiderin? nein, nicht mehr. Ich bin jetzt in Rente. Eine andere Schneiderin ist jetzt da. Sie hilft mir manchmal und ich ihr. Schön.
Diese Bibel ist für Gehörlose einfach geschrieben. Das Gleichnis vom Sämann. Seit 1972 bietet Schwester Salesiana regelmäßig eine Bibelstunde in Gebärdensprache an. Na, dann passiert. Das ist in DGS für mich, dass ich die Texte gebärden kann. Das sind Liedtexte, die du dir in DGS übersetzt hast? Ja, hier steht der Text auf Deutsch und hier in DGS. Wenn vorne gesprochen oder gesungen wird, kann ich die Texte in DGS mitgebärden. ...2018 beginnt ein neuer Abschnitt für Schwester Judith. Sie studiert Deaf Studies in Berlin. Aktuell schreibt sie an ihrer Bachelorarbeit. ...2018 habe ich mit meinem Studium Deaf Studies angefangen, weil ich mich mehr mit den Themen Gehörlosenidentität und Gehörlosenkultur auseinandersetzen wollte. Mit dem Ziel, später in der Gehörlosenseelsorge zu arbeiten. Dafür brauche ich mehr Hintergrundwissen. Zudem habe ich spät Gebärdensprache gelernt. Auch das wollte ich vertiefen. Jetzt, da ich mich insgesamt sicherer fühle, würde ich gerne auch als Gebärdensprachdozentin arbeiten. Am Berufskolleg des Klosters bringt Schwester Judith neben ihrem Studium den Schülerinnen die Gebärdensprache bei. Das hier ist mein Konvent, also der Wohnbereich. Normalerweise dürfte ich dir diesen Flur gar nicht zeigen, aber für dich machen wir gerne eine Ausnahme. Okay, dann schauen wir mal. Sind wir hier in deinem Zimmer? Nein, das ist nicht mein Zimmer. Auf diesem Flur sehen alle Zimmer gleich aus. Mein Zimmer ist wirklich privat, das kann ich dir nicht zeigen. Aber so sieht ein Standardzimmer aus. Wenn du zum Beispiel für eine bestimmte Zeit im Kloster leben möchtest, würdest du ein solches Zimmer bekommen. So wäre das natürlich auch bei anderen Personen. Das Zimmer wirkt auf mich eher klein, sparsam möbliert, eher einfach. Man hat natürlich im Zimmer Gestaltungsmöglichkeiten, kann Bilder aufhängen oder die Möbel umstellen. Im Moment ist es hier eben so. Wenn jemand für längere Zeit bleibt, kann man sich das natürlich auch nach den eigenen Vorlieben gestalten. Ein langer Tag geht zu Ende mit einer Übernachtung im Gästehaus des Klosters. Gute Nacht.
Nun habe ich meine erste Nacht in einem Kloster verbracht. Ich durfte tatsächlich eintauchen und ein Gefühl dafür bekommen. Ich habe wirklich gut geschlafen. Die Stimmung ist eine besondere durch die Kreuze überall, die sparsame Ausstattung. Echt interessant. Hey, nun sehe ich dich zum ersten Mal in normaler Kleidung, ohne die gewohnte Ordenstracht. Und boxen kannst du auch richtig gut. Widerspricht sich das nicht? Ordensschwester sein und boxen? Nein, nicht wirklich. Ich liebe Sport. Boxen und Kampfsportarten mache ich schon ganz lange, schon seit meiner Kindheit. An der Uni hatte ich im 1. und 2. Semester ebenfalls Kampfsport belegt. Das macht mir Spaß. Kampfsport kann ich zwar hier nicht machen, aber durchaus abends boxen. Das und den Kampfsport brauche ich einfach. Toll zu sehen, dass du richtig sportlich bist. Neben Beten, Essen, Ruhen hast du doch sicherlich auch ganz alltägliche Bedürfnisse. Dürfen die sein? Natürlich. Ich gehe auch mal einkaufen, gehe spazieren oder schaue fern. Besonders gern schaue ich mir Sehen statt Hören an. Ebenso Nachrichten oder verschiedene Filme. Was zum Beispiel? Mit Untertiteln gerne den Tatort. Und das ist erlaubt? Ja, freilich. Nicht heimlich. Nein, das kann jede für sich selbst entscheiden. Warum denn nicht? Schön. Schwester Salesiana und Schwester Judith, 2 Ordensfrauen, 2 völlig unterschiedliche Generationen. Wir haben die jüngere der beiden ins Kloster nach Augsburg eingeladen, zum Gespräch und zum gemeinsamen Austausch. Was für ein schöner Garten hier inmitten des Klosters. Schwester Salesiana, du lebst seit 60 Jahren hier im Kloster. Damals hast du ein Gelübde abgelegt, nämlich in Armut, Gehorsam und Ehelosigkeit zu leben. War da in all der Zeit nicht doch mal ein kleiner Anflug, ein Gefühl von Verliebtheit? Nein. Ich wusste immer, ich habe ein Gelübde abgelegt und dem gilt es zu folgen. Zum Beispiel dem Gelübde der Armut. Ich mag es, arm zu sein. Es macht mich glücklich, dass ich nicht viele Dinge brauche. So brauche ich mir auch nicht allzu viele Sorgen zu machen. Das wiederum macht mich frei für Gott. Gut, und wie ist es bei dir? Warst du schon mal verliebt? Nein, bisher noch nie. Es hatte durchaus mal jemand ein Auge auf mich geworfen, aber keine Chance. Ich bin verbunden mit Gott. Ich glaube, ihr seid die beiden einzigen gehörlosen Ordensschwestern in Deutschland. Dadurch habt ihr auch viel Erfahrung im Umgang gehörloser Menschen mit Hörenden in diesem Bereich. Was kann die Kirche eurer Meinung nach für einen besseren Zugang gehörloser Menschen tun? Wie könnte man die Integration hier verbessern? Ja, ich hätte da unbedingt Ideen zur Verbesserung. Es braucht mehr Offenheit für gehörlose Menschen. Im Gottesdienst ist es da manchmal schwierig. Mit den Schwestern hapert es an der Kommunikation.
Da wäre ein Mehr an Gebärdensprache von Vorteil. Mein absoluter Zukunftstraum wäre es, dass wir mehr gehörlose Menschen in unseren Reihen hätten. Dann wäre Kommunikation so mühelos. Wie siehst du das? Es wäre schön, wenn wir eine Ordensgemeinschaft für gehörlose Schwestern hätten. Doch ich kann das nicht mehr in die Wege leiten, dafür bin ich schon zu alt. Aber Schwester Judith, die ist noch jung. Sie könnte eine Möglichkeit schaffen, dass gehörlose Frauen zu ihr kommen und eine Ordensgemeinschaft gründen. Das wäre mein Vorschlag. Im Rahmen eines Vortrags hatten wir uns zu diesem Thema gehörlose Ordensgemeinschaft schon einmal Gedanken gemacht. Wir haben das Für und Wider von getrennten und gemischten Gemeinschaften beleuchtet. Wir sind dabei zu dem Ergebnis gekommen, dass eine gehörlos hörend gemischte Gemeinschaft das wünschenswerte Ziel wäre. Denn jede Gruppe kann von der anderen profitieren. Gehörlose tragen mehr die emotionale Seite des Glaubens hinein, Hörende die Auslegung des Wortes. Es braucht beide Perspektiven. Somit wäre eine gemischte Gemeinschaft meine Traumvorstellung. Gemischt, hörend, gehörlos. Und auch Offenheit in Richtung Ökumene. Ich danke euch für das sehr spannende Gespräch. Ein Leben im Kloster. Tja, wie fühlt sich das nun an? Einerseits bedeutet es Verzicht auf ein Leben, wie wir es kennen. Eigenes Geld verdienen, arbeiten, reisen, Familie, Partnerschaft, Kinder. Auf all das verzichtet man für dieses andere Leben in all seiner Konsequenz. Andererseits bringt dieser Weg auch vieles mit sich. Eine feste Tagesstruktur, die Halt und Orientierung bietet. Man kommt zur Ruhe, ist nicht ständig von Reizen überflutet, sondern ganz bei sich. Die Menschen sind unglaublich freundlich, glücklich, zufrieden. Sie leben in einer Gemeinschaft voller Hilfsbereitschaft. Für gehörlose Menschen jedoch ist die Kommunikation die große Herausforderung dabei. Mehr Gebärdensprache wäre da schön.